Hallo und willkommen zu unserer heutigen Yoga-Session. Such dir einen ruhigen Ort, wo es dir wohl ist, und sitz in einen Schneidersitz. Du darfst die Augen zutun. Schnauf tief ein und wieder aus. Probier jedes Mal, wenn du einschnaufst, dich ganz lang zu machen und nachher wieder alle Luft auszuschnaufen. Schnauf noch einmal tief ein und wieder aus. Du kannst die Augen wieder auftun und beim nächsten Mal einschnaufen die Arme über den Kopf nehmen. Beim Ausschnaufen dreh dich ab gegen die rechte Seite, leg deine linken Hand auf dein rechte Knie und schau gegen hinten. Rotiere dich so weit wie es geht über die rechte Schulter und mach dich ganz lang. Du kannst wieder zurückkommen und beim nächsten Mal einschnaufen wieder die Arme über den Kopf nehmen. Jetzt kannst du dich gegen die linke Seite abbeugen, so weit wie es für dich geht. Du kannst den Arm gestreckt behalten oder auch probieren, den linken Ellbogen auf den Boden zu legen. Wenn es für dich geht, kannst du gegen oben schauen. Drück deine Schultern weit weg von deinen Ohren und vergiss nicht zu schnaufen. Schnauf ein und komm zurück in die Mitte. Und beim Ausschnaufen kannst du gegen vorne liegen. Du kannst alles locker lassen, auch deinen Kopf. Schnauf tief ein und wieder aus. Beim Einschnaufen kannst du wieder aufrollen und deine Beine wechseln. Schnauf ein, nimm die Arme über den Kopf und jetzt rotiere gegen links. Schau so weit wie es geht über die linke Schulter und mach deine Wirbelsäule ganz lang. Schnauf tief in den Bauch ein und wieder aus. Komm zurück in die Mitte. Schnauf ein und nimm die Arme über den Kopf. Und beim Ausschnaufen kannst du deinen Körper gegen rechts biegen. Entweder mit dem Arm gestreckt oder, wenn es für dich geht, sogar mit dem beugten Arm, bis die Ellbogen den Boden berührt. Schau gegen oben, drück deine Schultern weg von den Ohren und schau, dass dein linker Sitzbeinhöcker am Boden bleibt. Deine linke Schulter sollte nicht gegen innen kippen, sondern probier deine Brust schön aufzumachen. Schnauf ein und komm zurück in die Mitte und beim Ausschnaufen liegst du gegen vorne. So weit, wie es für dich geht. Schnauf tief ein, wieder aus. Mach die Rücken möglichst lang, aber den Kopf kannst du hängen. Du darfst wieder aufrollen und nachher dein rechte Bein ausstrecken. Schnauf ein, nimm den linken Arm über deinen Kopf und beug dich gegen rechts. Probiere auch hier schön offen zu bleiben mit deiner Brust. Gang nur bis dort, wo es ein bisschen zieht und dann immer noch kannst entspannt bleiben und ruhig schnaufen. Wenn es geht, darfst du sogar deinen rechten Fuß in die Hände nehmen. Du darfst wieder auflösen und dann dein rechte Bein gegen hinten beugen. Schnauf ein mit dem rechten Arm, ziehst gegen links. Komm auf den linken Ellbogen. Du darfst schon abliegen.
wenn es besser ist für dich. Probiere immer noch regelmässig zu schnaufen. Du kannst langsam wieder aufsitzen und dann dein Bein wechseln. Jetzt haben wir das linke Bein gestreckt und das rechte Bein gebeugt. Schnauf ein und nimm den rechten Arm gegen links. Bis dort, wo es für dich geht. Probier dich schön aufzumachen. Schnauf tief ein und aus. Beim nächsten Mal einschnaufen kommst du wieder zurück. Und jetzt kannst du dein linke Bein beugen. Und den linken Arm gegen rechts ziehen. Komm auf die rechten Ellbogen und schau gegen runter. Und hier kannst du wieder abliegen, wenn du willst. Schnauf tief in deinen Bauch. Du kannst wieder aufsitzen und beide Fußsohlen aufeinander legen. Einschnaufen und mit dem Kinn so weit gegen ziehen, wie es für dich geht. Drück deine Brust gegen oben und ziehe deine Schultern runter. Schnauf tief in die Brustkorb und schnauf alle Luft wieder aus. Du kannst wieder vorkommen und dein rechte und linke Bein strecken. Jetzt kannst du mit möglichst geradem Rücken so weit vorne liegen, wie es für dich geht. Entweder auf deinen Hängen, auf deinen Ellbogen oder vielleicht kannst du sogar auf deinem Bauch liegen. Mach eine lange Wirbelsäule und vergiss nicht zu schnaufen. Dann kannst du ein bisschen weiter vorgehen, wenn es für dich geht. Komm wieder zurück, nimm beide Beine zusammen. Du kannst dann langsam abrollen auf die Rücken. Nimm die Füße ein bisschen näher zu deinem Gesäß und drück dein Gesäß nachher so weit gegen wie du kannst. Du kannst deine Hände verschränken und die Schultern weit weg von den Ohren drücken. Jetzt kannst du probieren, deine Füße ganz zusammenzunehmen und deine Knie auch. Und dein Viertel nochmal aufzudrücken. Tief ein- und ausschnaufen. Probier, dein Kinn weg von deiner Brust zu drücken. Du langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen, bis dein Gesäß am Boden ist. Du kannst dann beide Knie zu deiner Brust drücken mit deinen Händen. Und wenn du willst, kannst du sogar deine Füße in die Hände nehmen. Entweder auf der Innen- oder auf der Aussenseite deiner Füße. Und deine Knie nachher zu deinen Achseln drücken. Du tief einschnaufen und wieder ausschnaufen. Du kannst dann deine Füße wieder loslassen. Deine Beine an den Tisch nehmen und beide Beine gegen links kippen. Schau mit dem Kopf gegen rechts und probier beide Arme am Boden zu behalten. Schnauf ein. Und beim Ausschnaufen kannst du probieren, noch ein bisschen mehr abzudrehen. Komm zurück mit den Knien wieder in die Mitte
und mach das Gleiche auf der anderen Seite. Schau mit dem Kopf gegen links und probiere deine Knie auf der rechten Seite am Boden abzulegen. Beim Einschnaufen kannst du die Knie wieder zurück in die Mitte nehmen und kannst dann langsam auf alle Viere kommen. Schau, dass die Schultern über deine Handgelenke sind und das Gewicht auf deiner ganzen Handfläche verteilt ist. Schnauf ein und drück dein Vödel und deinen Kopf gegen oben. Und beim Ausschnaufen machst du das Gegenteil und probierst mit der Stirn bis zu deinem Schambein zu kommen. Wiederhol das. Schnauf ein. Und beim Ausschnaufen machst du dich ganz rund. Und noch einmal einschnaufen und ausschnaufen. Du kannst den Rücken wieder in eine neutrale Position nehmen und dein linke Bein zwischen deine Arme nehmen. Stütze deine Hände auf dem Knie ab und schau, dass du den Bauch schön reinziehst und das Gesäß vordrückst. Mach die lang und schnauf tief ein und aus. Dein Gewicht sollte nicht auf dem rechten Knie sein. Wenn du willst, kannst du auch ein Küsschen unter dein rechte Knie nehmen. Nimm die Hände wieder am Boden und streck dein rechte Bein. Wenn es geht, kannst du sogar probieren, deine Ellbogen auf dem Boden abzulegen. Probier, einen langen Rücken zu machen und tief ein- und auszuschnaufen. Du kannst das Bein auf dem Boden absetzen, dich wieder aufrichten und dein linke Bein zurücknehmen in einen Vierfüßler. Jetzt kannst du das rechte Bein vornehmen zwischen die Hände auf das Knie legen und in eine Dehnung hineingehen. Und wieder hier, mach die Rücken lang, nimm den Bauch rein zu deiner Wirbelsäule und drück das Gesäß vor. Bei jedem Mal ausschnaufen kannst du probieren, ein bisschen weiter in die Dehnung hineinzugehen. Aber nur so, dass es noch angenehm ist. Setz deine Hände am Boden, du kannst das rechte Bein ein bisschen gegen rechts nehmen und ausdrehen. Streck dein linke Bein und mach einen langen Rücken. Auch hier kannst du wieder probieren, auf die Ellbogen zu gehen, wenn das geht für dich. Es ist aber kein Problem, wenn du lieber auf den Hängen bleibst. Setz dein linke Bein am Boden, komm wieder rauf und nimm das rechte Bein zurück in einen Vierfüßler. Du kannst dein linke Bein ausstrecken und deinen rechten Arm gegen vorne ziehen. Schau, dass deine Hüfte schön gerade ist, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst und probier schön stabil zu bleiben. Wenn es schwierig ist für dich, kannst du den Arm auch wieder am Boden absetzen. Jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Probier den rechten Fuß und den linken Arm so weit auseinander wie möglich zu ziehen. Schnauf ein und aus, auch wenn es anstrengend ist. Du kannst beides wieder absetzen. Die Füße hinten aufstellen und nachher in einen Hund kommen, der runterschaut. Das Ziel ist, dass wir ganz einen geraden Rücken haben. Du darfst gerne deine Beine beugen und wenn dir der Bauch ein bisschen im Weg ist, kannst du deine Beine auch ein bisschen weiter auseinandernehmen. Jedes Mal beim Ausschnaufen kannst du probieren, deine Sitzbeinhöcker noch etwas mehr gegen oben zu drücken. Wenn du willst, darfst du deine Beine auch strecken. Probier deine Fersen am Boden zu drücken.
kannst dann wieder zurückkommen in einen Vierfüßler und dann hinten abhocken auf deine Füße in eine Kindsposition. Auch hier darfst du deine Beine auseinandernehmen, wenn das gäbiger für dich ist. Du kannst die Stirn am Boden ablegen und einfach entspannen. Wenn du mit den Gedanken abschweifst, probier deine Aufmerksamkeit wieder auf dich zu bringen. Auf dich und deinen Körper. Du kannst dann wieder aufsitzen, in eine bequeme Position kommen. Deine Augen nochmal zutun. Und wir kommen nochmal zu einer ganz langsamen, ruhigen und tiefen Atmung. Auch hier kannst du probieren, wieder ganz lang gegen oben zu ziehen, mit dem hinteren Teil von deinem Kopf. Lass alles, was dich belastet, los und probiere, ganz einen freien Kopf zu haben. Schau, ob sich dein Körper anders anfühlt als vorher. Schnuff tief ein und wieder aus. Merci vielmals fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.